Hört ihr das? Das tönt doch nach einem lässigen Fest. Das Wochenende ist bei uns im Wald nämlich grosse Kilbe. Es hat Zuckerwatte, Magenbrot und einen Haufen lustige Stände. Noch ein bisschen über. Siehst du mich jetzt? Jawohl, ich sehe dich. Okay, Mikrofoncheck. Test. Test 1, 2, 3. Haben wir gut, das Teil. Das ist doch eine super Idee. Aber wenn Sie merken, dass wir sie reinlegen. Das merkt ihr doch nicht. Für das sind die einfach viel zu naiv. Das Magenbrot, mega fein. Danke. Oh, was gibt's beim Flappen? Es gibt eine Überraschung. Da! Klasse. Sehr verehrtes Publikum, kommt alle näher bitte. Es ist eine einzigartige Gelegenheit. Bringt eure Fragen zu der sensationellen Wahrsagerin. Sie kennt eure Wünsche, auch die allergeheimsten. Und weiss genau, ob sie in Erfüllung gehen. Und zum Dank will sie nur eine süße Belohnung. Oh, das nimmt mich so richtig Wunder. Grüezi, Pinky. Hast du das gehört? Sie weiss, wie ich heisse. Welches Geheimnis würdest du gern wissen? Oh, ich wüsste gern, was ich heute alles erlebe. Gib mir noch mal 2 von diesen feinen Magenbrötchen. Und dann sag ich dir alles, was du willst. Oh je, oh, also, dann halt. Braves Kind. Heute ist die Glückstag. Echt, Ehrenwort. Du findest schon bald alte Silbermünze. Bewahr sie gut auf, dann hast du immer viel Glück. Schade, dass es nur ein Kilbespiel ist. Ja, ein bisschen Glück wäre schon gut. Du Eli, schau! Das glaube ich ja nicht. Eine alte Münze, genau wie sie gesagt hat. Also ich glaube, sie ist eine richtige Wahrsagerin. So. Unsere Wahrsagerin hat also den Test bravourös bestanden. Wollen wir mal schauen, wie schnell die Geschichte im Wald die Runde macht. Was habe ich hinter dem Rücken? Zuckerwatte. Richtig. Was habe ich gerade vorher zum Znüdi gegessen? Hä? Eine Banane. Stimmt. Der Streich von diesen beiden funktioniert. Alle fallen darauf hin. Unsere Freunde stehen Schlangen vor der Wahrsagerin und zahlen den zuckersüßen Preis für ihre Auskünfte. Was habe ich gesagt? Wir vertrinken in Süßigkeiten. Ich bring den Schatz heim. Du schaffst weiter. Was? Ohne Idee? Nein, du musst mir doch helfen, du Gwackli. Voll überflüssig. Die glauben der Wahrsagerin Wolfi ja jeder Mist. Nimm's locker. Sag denen irgendetwas, die finden das gut. Der Freddy ist ein Schwafeli, aber er hat recht. Der Wolfi kann sagen, was er will, Tiere nehmen es ihm ab. Aber ob das noch lang gut geht, wollen wir mal schauen. Frau Wahrsagerin, ich habe ein Problem. Zuerst noch die Süßigkeiten. Ja, Entschuldigung. Also ich wünsche mir eine riesige Honigernte. Wie mache ich das? Für so etwas brauche ich einen Melon. Hast du keinen Schocke dabei oder Praline? Ja. Gang zu der alten Eiche und vergrabe Honigglas, bis am Oben wachsen dort winzige Honigbäumle. Ja, was du jetzt sagst, das ist ja prima. Danke, Frau Wahrsagerin. Vielen Dank. Sie, Frau Wahrsagerin, ich will so gerne reich sein. Was muss ich da machen? Da könnte ja jeder kommen. Nur Zucker macht mich froh. Die Regeln ist so. Geht's dem noch? Das habe ich nicht gern. Das geht leider nicht. Ich kann dich nicht reich machen für eine Marzipanstange. Aber das ist das Einzige, was ich noch habe. Alles andere habe ich dir schon gegeben. Also gut. Los geht's zu. Gang zum kleinen Teich. Quak wie ein Frosch, bis die Sonne untergeht und schon taucht der Kessel voll Gold aus dem Wasser auf. Ein ganzer Kessel voll. Ich will reich. Der liebste Elfenbein.
Hi Bernie, hast du noch keinen Hunger? Ja, eigentlich schon, aber bis zur Nacht ist leider noch nicht gewachsen. Was meinst du damit? Frau Wahrsagerin hat gesagt, ich soll ein Glas Honig pflanzen. Und dann wurde bis am Abend Honigbäume wachsen. Aber nichts ist. Und dabei habe ich ganz fest Hunger. Also Bernie, das hast du sicher falsch verstanden. Dein Honig wächst doch nicht auf Bäumen. Du Flepper, kannst nicht schnell kommen. Wieso? Was ist? Der Eli guppert im Teich umeinander und quäkt wie ein Frosch. Schon seit Stunden. Also ich halte es fast nicht mehr aus. Wie ein Frosch? Kannst nicht du mit dem reden? Auf die lässt er mehr. Ich probier's einmal. Geh mal schauen. Oh, die Sonne ist schon lange untergegangen und mein Goldkessel ist nicht auftaucht. Was für Gold, Eli? Die Wahrsagerin hat versprochen, wenn ich durch den Teich hüpfe und quake wie ein Frosch, komme ich am Abend einen Kessel mit Gold über. Aber das stimmt nicht. Das dunkelt mich komisch. Was die Wahrsagerin da alles für Zeugs erzählt, dem gang ich auf den Grund los. Oh, schau mal, der Süßkram, ein riesen Vorrat. Was sagst du da dazu, Wahrsagerin Wolfi? Ah, ich sehe feine Süßigkeiten. Gerade hüffenweise. Ich bin der süße Zuckerwolf. Voll süß. Ich hab's gewusst. Die haben uns schön reingelegt, die zwei Schlitzohren. So, Frau Wahrsagerin, jetzt kommst du aber dran. Hey Wolfi, jetzt rutsch ein bisschen. Der Korb muss auch noch da rein. Der ist doch viel, viel zu gross. Wieso holst du nicht den von gestern? Da kommt jemand. Wieso sind die so früh? Hab's Maul, geh rein, geh ein bisschen. Die dürfen uns nicht sehen. Die Frau Wahrsagerin ist eine Pumpe. Was sie voraussagt, passiert gar nicht. Die hat alle unsere Süßigkeiten geklaut und nur Blödsinn verzapft. Die rühren wir im Bach. Mitsamt ihrem Lotterhütli. Vielleicht geht sie dann unter, aber das geschieht ihr ganz recht. Komm, wir packen an. Gute Idee. Wow, da hat's dann gefallen. Da kommt ein Megasturm. Was machen wir jetzt? Nur wegen deiner dummen Idee. Jetzt rühren wir die Richter zum Bad aus. Nein, raus! Nein, nein, oh, Hilfe! Nein, bitte, rauslassen! Hilfe! Was ist das? Ich check das voll nicht. Wo sind wir? Jetzt haben wir euch reingelegt. Rache ist süß. So fiese und gemeine Streiche, die fliegen immer auf. Es ist ja so. Auch wenn man andere noch so schlau reinlegt, irgendwann findet die das gleich raus und dann schlönt sie zurück.